Thema Gebet ist etwas, was dich vielleicht frustriert oder dir eher Freude auslöst in dir. Jesus hatte so ein faszinierendes Gebetsleben, dass seine Jünger gesagt haben, bring mir das mehr bei. Und ich möchte heute darüber reden, was Gott mir gerade beibringt im Gebet, weil ich würde für mich sagen, dass ich gar nicht so ein Beter bin, dass ich das gar nicht gut kann, aber es ist sehr überraschend, was dort alles zu entdecken ist. Und deswegen, egal ob du Frust hast im Gebet oder ob es dir mehr Lust macht, ich glaube, es lohnt sich heute, darüber nachzudenken, was hatte Jesus für ein Gebetsleben und wie können wir davon lernen. Ich habe gemerkt, ich liebe Kinderfragen. Liebt noch jemand Kinderfragen? Also ich liebe die Frage, aber nicht, wenn ich antworten muss immer, ne? Weil die sind sehr gut. Ich habe gemerkt, ich habe das nicht abgelegt. Ich habe immer noch solche Fragen im Kopf und dann denke ich mir, das ist eine gute Frage. Deswegen überlege ich mir so, warum fallen eigentlich Vögel, wenn sie schlafen, nicht vom Baum? Das ist eine gute Frage, oder? Ja, also kann man ja mal fragen. Ich stelle mir auch so Fragen, was machen Insekten beim Regen und so weiter. Also ich müsste wahrscheinlich so eine Show machen, so mit diesen Antworten. Und dann habe ich angefangen zu suchen, weil ich habe noch nie einen Vogel gesehen, der Panik hat beim Einschlafen. Ja, also zum Beispiel, der sitzt auf dem Ast und immer so Sekundenschlaf. Oh, nee, wach bleiben, wach bleiben, wach bleiben, wach bleiben. Habe ich noch nie gesehen. Der Vogel, der pennt einfach. Ja. Ich habe auch noch nie gehört, dass zum Beispiel Uwe die Eule, ja, sie treffen sich, die Eulen, und wollen ein paar bisschen Uhu rufen. Und dann sagt er, wo ist Uwe? Sagt er, ja, dumm gelaufen. Nein, nicht schon wieder. Uwe schon wieder, Sekundenschlaf, ja. Die Katze kam, Uwe ist tot. Habe ich nie gehört, ja. Oder Sarah die Amsel, total bandagiert, total blaue Flecken und sagen, Sarah, was passiert? Ja, ich bin wieder eingeschlafen, ich mache nächstes Mal einen tieferen Ast. Es tut einfach so weh, wenn man runterfällt. Also ich habe das noch nie gehört. Ich habe noch nie einen Vogel gesehen, der Panik hat beim Einschlafen. Aber die Frage ist, was können wir lernen? Weil Jesus nimmt ein Bild von den Vögeln. Ich lese dir mal vor. Er sagt, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer täglichen Leben, schaut die Vögel an. Und dann kommt eine Bibelstelle, vielleicht kennst du die, wo es zum Sehen und Ernten gibt. Aber wenn Jesus sagt, schaut die Vögel an, will er wahrscheinlich mehr erreichen als, lest den Vers zu Ende, das war's. Das heißt nicht, schau die Vögel an. Also dann hätte er auch einfach sagen, macht euch keine Sorgen. Müsst nicht sehen, müsst nicht ernten. Habt Mut, kommt gut. Hätte er auch sagen, schaut die Vögel an. Wir wollen uns anschauen, die Vögel, und lernen, besonders beim Punkt Schlaf, weil wenn wir unruhig sind, wenn wir Sorgen oder Ängste haben, schlafen wir gar nicht, oder? Oder schlecht, oder haben Albträume, oder wir wachen nachts auf, oder wir wachen zu früh auf. Und deswegen wollen wir schauen, was heißt, schaut die Vögel an. Die Vögel haben nämlich von Gott etwas eingebaut bekommen. Das ist folgendermaßen. Sie fliegen auf einen Ast oder auf ein Stromkabel und sie fangen an, sich dort festzuhalten, und dann halten sie sich fest. Und in dem Moment, wo sie in die Knie gehen, wie beim Abfahrtski, in die Knie gehen, gibt es einen Greifreflex, den hat Gott eingebaut in sie. Solange sie in den Knien sind, sind sie sicher. Der Greifreflex ist da, wie bei so einem kleinen Kind, das einfach sich festhält. Solange sie in den Knien sind, ist Greifreflex, ist geblockt, und sie können nicht runterfallen. Wenn sie wieder hochgehen, geht's los und sie können wieder fliegen. Dieser Greifreflex ist etwas, was wir in unserem Leben kennenlernen dürfen, weil ich glaube, Gott hat uns sowas auch eingebaut, dass wir einen Greifreflex haben, in dem Moment, wo Sorgen, wo Ängste kommen, weil er heißt ja, sorg dich nicht, sondern schau die Vögel an. Wie kann ich so einen Greifreflex in meinem Leben bekommen? Die Frage ist, wie viel muss in deinem Leben passieren, bis wir auf die Knie gehen im Gebet? In meinem Leben relativ viel. Und ich meine nicht kurz beten, sondern länger beten. Nicht 2 Minuten, Herr, hilf. Oder Gott, Nahe Osten brennt, tu was, Amen. Sondern ich meine wirklich auf die Knie gehen, Gott anrufen, anschreien vielleicht sogar und dranbleiben. Wie viel muss in deinem, meinem Leben passieren, dass wir das machen? Oft erschreckend viel, oder? Bis wir auf die Knie gehen. Aber Gott sagt, in dem Moment, wo wir innerlich und äußerlich auf die Knie gehen, gibt es einen Greifreflex, den wir lernen können, der uns so festlockt bei Gott, dass wir aus Sorgen und Ängsten rauskommen können. Die Bibel sagt, dem Stolzen widersteht Gott. Jemand anders hat mal gesagt, wer nicht betet, ist stolz. Ich habe darüber nachgedacht und habe gemerkt, die Person hat dummerweise recht. Weil was mache ich, wenn ich nicht bete? Auf wen verlasse ich mich? Ich verlasse mich vielleicht auf mich, meine Gaben, meine Talente, meine To-Dos, mein Kalender, meinen Chef, die Politiker. Auf irgendjemand verlasse ich mich jetzt, wenn ich nicht bete, sondern eigentlich sehr stark auf Menschen. Ich bin nicht in dem Reflex automatisch unterwegs, dass ich von Gott die Sachen erwarte. Die Bibel sagt, Gott widersteht dem Stolzen, und ich kann uns das, wenn du mit Gott unterwegs bist, aber auch sonst nicht empfehlen, weil wenn du stolz bist, oft unterbewusst, wir machen das ja nicht bewusst. Wir haben nicht automatisch den Greifreflex, sondern wir greifen im reflexartig zu anderen Dingen, anstatt zu Gott, anstatt zum Gebet, greifen wir zu allen möglichen Dingen. Und wenn du Gott als Gegner hast, das kann ich dir nicht empfehlen. Dann hast du 2 Gegner, den Teufel und Gott.
Da wo wir bewusst und unbewusst stolz sind. Und liebe Schweizer, ihr seid wie wir Deutsche, einfach stolz ist ihr. Also Hure, gell? Es ist ja Wahnsinn. Also die Schweizer und die Deutschen sind so stolz auf das, was wir alles können und machen und vergessen zu beten. Wenn ich 2 Gegner habe, bin ich schachmatt. Wenn ich Gott auf meiner Seite habe, in Demut, habe ich einen besiegten Gegner, den Teufel. Das ist einfach zu leben. Aber mit 2 Gegnern wird es sehr, sehr unangenehm. So, das heißt, die Frage ist, wie viel muss in deinem Leben passieren, dass du auf die Knie gehst? Sagen wir mal, du hast einen freien Abend. Du kannst tun lassen, was du willst. Wie wahrscheinlich ist, dass du 2 Stunden betest? Jesus macht die Einleitung zum Vaterunser und sagt, wenn ihr betet, und damit meint er jeden, der Jesus nachfolgen wird, eines Tages also auch dich, wenn du heute als Christ bezeichnest, wenn du betest, dann geh in deine Kammer und schließ die Tür. Da bin ich ja dann alleine. So geht das Vaterunser los. Wenn ihr betet, geht in eure Kammer und schließt die Tür. Der Vater, der das Verborgene sieht, wird dich im Öffentlichen ehren und wertschätzen, der das Verborgene sieht. Ja, aber wenn ich alleine bin, dann 2 Stunden Zeit habe, bete ich nicht. Ich schaue auf YouTube, Social Media, telefoniere mit jemandem, mache Sport, mache irgendwas, aber ich bete nicht. Ich schließe gar nicht die Tür und bin allein mit Gott. Jesus ist der Meinung, dass wir das machen, dass ein Reflex in uns ist, genau wie in den Vögeln, dass wir das lernen können, dass wir dorthin wachsen. Jeremia 17,5 heißt, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Der Greifreflex zu Menschen, auf mich verlassen, auf andere verlassen, auf meinen Partner verlassen, auf die Lehrer verlassen, auf irgendjemand verlassen. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, was Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Wenn wir uns Sorgen machen, sehen wir nichts Gutes kommen. Wenn deine Seele sich Sorgen macht, wirst du entweder der Typ sein, der nachts aufwacht oder der morgens nicht gut und fresh aufwacht. Eins von beiden. Du wachst entweder nachts auf und du grübelst über Themen. Das können die kleinen Themen sein, klein von der Umgebung, nicht klein vom Ausmaß. Über die Kinder, über die Freunde, über den morgigen Tag. Es können globale Themen sein, über die du dich Sorgen machst. Israel, Wladimir Putin, Donald Trump, keine Ahnung was. Es können Themen sein, die dich beschäftigen und unser Reflex ist erstmal nicht in die Knie zu gehen und den Greifreflex Gottes zu finden, sondern wir greifen zu lauter Themen in unserem Alltag, die nicht Gebet sind. Das ist jetzt vielleicht nicht besonders ermutigend für dich, aber es ist die Realität. Deswegen Sorgen sind wie so ein Gebetsalarm. Jedes Mal, wenn er anspringt, können wir einfach lernen, zu Gott zu greifen und nicht zu menschlichen Dingen. Sorgen sind ein Gebetsalarm, sind die Einladung, die Knie zu beugen, wie der Vogel, den Greifreflex einzutrainieren. Deswegen, was heißt das? In allen Sorgen, zum Beispiel Philipper 4, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen in Danksorgen euren Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich finde das die schwierigste Bibelstelle und ich habe die Bibel schon 10-mal durchgelesen. Ich finde es die schwierigste Bibelstelle. Sorgt euch um nichts. Alle anderen Gebote kann ich mir vorstellen, eines Tages mit Gott zu leben, aber um nichts zu sorgen, das hieß ja nichts. Aber warte mal, der Gebetsalarm ist an. Sorgen sind der Gebetsalarm Gottes. Es geht einfach von jetzt auf gleich an. Du kannst gar nicht abschalten, aber du kannst lernen, sagen, okay, die Sorgen sind da, ich fange an, zu Gott zu greifen. Sorgen sind der Gebetsalarm Gottes. Also sorg dich um nichts ist unfassbar. Gebetslosigkeit und Sorgen hängen zusammen. Je weniger wir beten, desto mehr machen wir uns Sorgen. Je weniger wir beten, desto mehr greifen wir zu menschlichen Dingen in unserem Alltag. Jeremia 17 geht es weiter. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut. Der ist nicht wie ein kahler Strauch, sondern er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Beide sind in Hitze, beide sind in Challenge. Beide haben die gleichen Nachrichten angeschaut im Fernsehen. Beide haben die gleichen persönlichen Herausforderungen mit Kindern, Freunden oder Partner. Nur der eine ist ein Strauch, der nichts Gutes kommen sieht, Sorgen. Und der andere hat gelernt, den Greifreflex im Knien zu machen, im Gebet, nach Gott zu greifen und ist deswegen sicher. Die Zukunft ohne Gott vorstellen ist am Ende vom Tag, sich Sorgen zu machen. Und wir haben das so tief drin. Es gibt so einen Satz, den ich auch immer wieder sage, aber den ich persönlich mir abgewöhnen möchte, weil ich gemerkt habe, in mir tief drin ist da etwas, wo mein Gottesbild beschränkt ist. Vielleicht nimmst du den gleichen Satz und für dich bedeutet es nicht, deswegen ich sehe das über mich. Ich habe oft den Satz gesagt, lass uns gemeinsam Gott groß machen. Ich habe darüber nachgedacht, wie geht denn das? Ist Gott gerade klein? Also ist er jetzt klein? Also
Wie können wir den Gott groß machen? Ich sehe jetzt, hat er gerade Minderwert, der Gott, oder was? Ich so, ich kann eigentlich nichts, aber ich brauche wieder mal ICF Zürich, dass sie mich ein bisschen worshipen, weil dann bin ich wieder selbstbewusst. Nee, Gott ist immer groß. Zu jedem Zeitpunkt. Meine Seele glaubt Lügen, das heißt, ich müsste eigentlich sagen, lasst unsere Seele helfen, den Reality-Check zu machen, Gott ist groß. Aber wir können ihn gar nicht groß machen. Egal, was du machst, er bleibt gleich groß. Du kannst ihn auch nicht klein machen, das ist auch wunderbar. Je weniger du betest, desto mehr wirst du dir Sorgen machen, hat jemand mal gesagt. Oder jemand anders, wenn es groß genug ist, um sich Sorgen zu machen, ist es auch groß genug, um darüber zu beten. Sorgen sind der Gebetsalarm Gottes. Es kann Nacht sein, es kann morgen sein, es kann Mittag sein, es kommt von jetzt auf gleich eine Sorge. Ein Gebetsalarm ist der Einstieg zu sagen, ich lerne jetzt nicht zu Sachen zu greifen, die Menschen sind, sondern zu Gott. Maria macht das, die Mutter von Jesus. Sie ist auf einem Hochzeitsfest und der Wein geht aus. Und sie hat offensichtlich trainiert, in Sorgen einfach zum Gebet zu greifen und nicht zu menschlichen Möglichkeiten. Der Wein geht aus, was hätte sie machen können? Ach du liebe Sie, der Wein geht aus. Wen kenne ich einfach? Mal die Telegram-Gruppe durchgehen, WhatsApp durchkriegen, ich muss WhatsApp schreiben. Ich gehe mal zum Hochzeitsveranstalter. Hast du gemerkt, der Wein geht aus, wir müssen Wein besorgen. Okay, Wein, der Mikro ist zu, der Korb ist zu. Aldi Swiss ist offen, gut, da gehen wir dahin. Lass uns einfach Wein kaufen, wir müssen viel Wein kaufen. Der könnte panisch herumrennen. Was macht Maria? All das nicht, kein Brainstorming-Meeting, kein Diskussionsmeeting. Sie geht einfach nur zu Jesus und sagt, der Wein ist alle. Das war's. Das ist eine Sorge in Gebet verwandelt. That's it, das war schon. Ja, Jesus, der Wein ist alle. Das heißt, sie hatte diesen Greifreflex. Jemand sagte mal, ich will Gott nicht mit den kleinen Dingen stören, mit dem Wein zum Beispiel. Und vergaß dabei, dass für Gott alles klein ist. Ich will Gott nicht mit den kleinen Dingen stören und vergaß dabei, dass für Gott ist alles klein. Ich kann ihn nicht groß machen und er ist auch nicht überfordert von deinem Gebet. Nicht von deiner Krankheit, nicht von deiner Challenge, nicht von deiner Sünde, nicht vom Tod. Er ist von nichts überfordert. Er ist auch von keiner Nation überfordert. Der sitzt nicht auf seinem Thron und ist gestresst vom Nahen Osten. Der sitzt souverän auf seinem Thron und ist entspannt. Er ist tiefenentspannt. Also, Martin Luther sagt, bete und lass Gott sich sorgen. Was heißt das? Wir können lernen, zu diesem Greifreflex zu greifen, zum Beispiel in Sorgen, aber auch in Versuchungen. Matthäus 26, 41. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. In dieser Stelle gibt es verschiedene Schlüssel. Das erste ist, was dort nicht steht. Da steht nicht, wenn du in Versuchung geratest, das heißt in Sucht oder in anderen Themen, such dir als erstes einen Rechenschaftspartner. Such dir als erstes eine App, die dich kontrolliert. Versteh mich richtig, das ist gut, aber das sind Krücken, an denen du läufst. Es ist hilfreich, aber es löst nicht die Versuchung. Jesus sagt, wenn du eine Versuchung hast, wache und bete. Okay, so weit, so gut, aber jetzt kommt's. Aber die menschliche Natur ist schwach. Die menschliche Natur ist dein Reflex und mein Reflex, unser altes Ich, das eigentlich mit Christus am Kreuz schon längst hingenagelt wurde und immer wieder hochkommt, der alte Adam, und den Reflex hat, ohne Gott zu denken, zu fühlen und zu wollen. Und dieser Reflex ist, warum wir nicht auf die Knie gehen, nicht den Greifreflex im Gebet machen, sondern zu allem Möglichen greifen, was nicht Gott ist. Alles Mögliche tun, um nicht zu beten. Warum? Die menschliche Natur ist schwach in uns, heißt es hier. Was kann das alles bedeuten? Du fängst an zu beten. Und du willst beten, okay? Und dann geht es dir ganz vielen im Raum, glaube ich, und zu Hause wie mir. Also wenn ich anfangen will zu beten, kann es sein, dass ich einschlafe. Kennt das jemand? Ich habe einen Freund, der trainiert auf Triathlon. Das ist der fitteste Mensch, den ich kenne. Jedes Mal, wenn er beten will, wird er müde. Der ist ein hyperaktives Kind, der hat so viel Energie, der kann gar nicht müde sein. Ich glaube, der schläft nie, aber wenn er beten will... Letztens wollte er mal 1 Stunde beten, so Top-Sportler motiviert. Er hat gesagt, weißt du was, nach 2 Minuten bin ich eingeschlafen und ich glaube, nach 58 Minuten wieder aufgewacht. Es war ein Reinfall. Hat nicht geklappt. Also man wird müde, wenn man beten will. Oder die Gedanken wandern weg. Ja? Oder man macht lieber die To-Do-Liste anstatt die Gebetsliste. Oder man überlegt sich, ich könnte noch putzen jetzt eigentlich. Also bevor ich bete, könnte ich jetzt noch putzen. Also dir fällt irgendwas auf oder du gehst, Gebetsalarm, Sorgen, der Gebetsalarm Gottes, Einladung zum Gebet. Danke, Heiliger Geist. Also das kann auch sein, oder du gehst auf Social Media oder du gehst irgendwo anders hin. Deswegen ist wichtig, die menschliche Natur in dir will niemals beten.
Niemals! Und die menschliche Natur ist in dir so laut, wenn du es nicht lernst und es scheint, sie sagt, oh, das wird jetzt anstrengend. Lieber Social Media als beten. Gebet ist so anstrengend. Mit Gott Zeit verbringen ist anstrengend. Nee, das mache ich lieber nicht. Ich gehe lieber auf Netflix. Das ist deine menschliche Natur. Du wirst niemals Lust haben, einfach so zu sagen, Mensch, jetzt könnte ich 2 Stunden beten. Nur ich und Gott in meiner Kammer. Nein. Nein, du wirst nie Lust haben. Wenn du das weißt, heißt es, deswegen hat Gott dir die Möglichkeit zu geben, der Vogel sagt ja auch nicht, ich fühle mich so, als sollte ich in die Knie gehen. Ah nee, ich mach's heute lieber nicht. Der macht's einfach. Knie, zack, bumm, fertig. Es ist eine Entscheidung. Und die ist auch ganz wichtig. Wenn du Gebet rausnimmst, akzeptierst du Sünde. Wenn du Gebet rausnimmst, akzeptierst du Sünde. Menschen gehen mehr zu Seelsorgern, wenn sie weniger beten. Ich liebe Seelsorger und gute Seelsorger sorgen dafür, dass du betest oder beten mit dir. Aber unser Reflex ist, bevor ich bete, gehe ich lieber zum Seelsorger, weil der hört mir zu, dann betet der für mich und das war's. Warum? Ich habe keine Lust, wenn ich ehrlich bin und ich kann es auch nicht gefühlt. Okay, in allen Sorgen, in allen Versuchen und auch in allem Versagen. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich, nachdem ich euch Schweizer ein bisschen kenne, genau wie uns Deutsche. Wir wollen immer erst die schlechte Nachricht. Stimmt's? Ja. Also die schlechte Nachricht ist, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Ja? Paulus sagt das, Römer 8, 26, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Das betet, sagt Paulus. Er ist für mich einer der größten Heroes im Christentum, die jemals gebetet haben. Und er sagt, wir, also nicht ihr Loser da, die ihr mir zuhört, sondern wir, inklusive mir, Paulus, wissen nicht, wie wir beten sollen. Das ist Seelsorge für mich. Paulus weiß nicht, was er beten soll. Also der ist nach 3 Minuten auch Schachmatt, genau wie ich. Dann heißt es weiter, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Die gute Nachricht ist, Gott nimmt mein schwaches Gebet und macht es besser, größer und stärker durch seinen Geist. Aber nicht, weil ich so stark bin, sondern Gott nimmt mein schwaches Gebet und macht es besser, größer und stärker. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Epheser 3, 20. Paulus erklärt den Römern, ihr müsst nicht eloquent sein. Ihr müsst nicht warten, bis ihr tolle Gebete sprecht. Wenn du frisch im Glauben bist, hast du vielleicht so diesen geistlichen Minderwert, du bist in einer Small Group und denkst, boah, die können alle so toll beten. Die Worte, die verwenden, wow. Ich sage mal lieber nichts, weil meine Gebete fühlen sich so ein bisschen dumm an und so ein bisschen schwach an. Also der Heilige Geist nimmt deine Anfrage, macht sie größer und stärker. Und deswegen möchte ich dir ein Beispiel machen. Wir beten oft und fühlen uns dumm, oder? Also ich jedenfalls. Zum Beispiel, wenn jemand kommt mit einer Krankheit. Ich bin Theologe, ich weiß zu viel, was die Bibel sagt. Das ist ein Problem manchmal. Weißt du warum? Weil ich weiß, Gott kann sofort heilen. Ja. Gott kann manchmal einen Prozess halten. Wie bete ich denn jetzt? Gott ist manchmal auch der Meinung, dass er gar nicht heilt, sondern in der Ewigkeit dich erst heilt. Wie bete ich denn jetzt? Ich werde kompliziert, merkst du das? Ich weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt beten? Also bete ich jetzt um Heilung, bete ich nicht um Heilung, bete ich jetzt um den Prozess, bete ich darum, dass die Person in der Ewigkeit oder... Und dann bete ich so komische Gebete manchmal, wenn ich mir zuhöre, denke ich mir, was war denn das jetzt für ein Gebet? Ein Kollege von mir, Pastor, hat es folgendermaßen erlebt. Er wollte auch beten lernen, hatte so 2 Prayer Warriors gefunden, so 2 alte Damen bei sich in der Kirche. Das sind so richtig Gebets-Intercession-Ladies gewesen. Er hat gesagt, könnt ihr einmal die Woche mit mir beten? Ich trainiere das gerade so als Pastor. Ja, klar. Jede Woche gebetet. Und eine Woche kommen die 2 alten Damen rein und sagen, Pastor, wir haben hier einen Obdachlosen gefunden vor der Kirche. Der ist zusammengeschlagen worden, der hat Rippen gebrochen. Kannst du für ihn beten? Der Pastor denkt sich, nee, was soll ich jetzt beten? Ich weiß nicht, was ich beten soll. Ja, und überhaupt, ich wollte eigentlich jetzt für die Kirche beten und nicht für jemanden, der die Rippen gebrochen hat, weil dann sieht man ja sofort, ob das klappt, verstehst du? So. Und er betet ein Gebet, eines von diesen dummen Gebeten. Also er legt die Hand auf und überlegt sich, oh, was mache ich jetzt? Dann betet er, Herr, heile diesen jungen Mann. Aber auch wenn du nicht willst. Kennst du so Gebete? Und dann betet er plus minus das, dass es besser ist, mit einer gebrochenen Rippe in der Ewigkeit bei Gott zu sein, als in der Hölle zu schmoren. Irgendwie so ein Gebet, unterm Strich, ja.
und sagt Amen. Und da sagt der junge Mann, ich bin geheilt. Der Pastor sagt, nee, doch, schlag mich. Ich kann dich nicht schlagen, das geht nicht, der wird mal verklagt, verstehst du? Ich kann nicht, doch, ich bin geheilt. Und der Pastor denkt sich, echt? Mein dummes Gebet hat der Heilige Geist genommen, hat es stärker, kräftiger und viel stärker gemacht und hat einfach Heilung gemacht, obwohl ich rumgestottert habe und theologisch komisch war. Ja, das ist Gebet, liebe Freunde. Das heißt, in Gebet reingehen. Und deswegen ist das Schöne, der Heilige Geist übersetzt. Und wenn du mit Jesus eine lebendige Beziehung anfängst, dann lad den Heiligen Geist ein in dein Leben. Wenn nicht, dann mach es unbedingt heute, weil er sorgt dafür, dass dieser Greifreflex passiert und er sorgt dafür, Gebetsalarm. Das ist die Einladung Gottes. Mit Sorgen sofort ins Gebet zu gehen. Ich möchte dir ein paar Beispiele machen von dummen Gebeten. Wir fangen mal in einer Bibel an und das sind so viele dumme Gebete da drin. Das ist wirklich schön für mich, weil ich bin auch so ein dummer Beter. So, also wir fangen mal bei Elia. Elia hat folgende Szene, vielleicht kennst du, vielleicht nicht. Er hat die Baals- und Astarte-Priester der damaligen Zeit konfrontiert mit dem lebendigen Gott. Er hat sie komplett besiegt. Okay? Also wie ein Gebetshero. Dann hat er für Regen gebetet nach einer langen Dürre und der Regen ist gekommen. Da denkst du dir, der wacht morgen doch wieder fresh auf, oder? Der hat keine menschliche Natur mehr in sich, die keinen Bock hat zu beten oder die denkt, Gott ist tot. Das ist halt so ein Christ, was wir eines Tages sein wollen, oder? Nicht so wie Tobias Teichen, der wacht meistens morgens auf und denkt sich, der frühe Wurm kann mich mal. Ich bin eher der Wurm, okay? Ist eher so eine Schwere, wenn ich aufwache und ich habe keine Lust zu beten. So wache ich jeden Morgen auf. Okay, aber Elia ist ein anderer, oder? Und dann heißt das, dass der Ahab, der König, geht zurück zu seiner Frau und erzählt ihm, dass Elia dort gebetet hat und es ist Wunder passiert, ein Zeichen passiert und es regnet sogar. Und dann schickt Isabel, die Frau vom König, Elia eine WhatsApp und sagt, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn du morgen nicht tot bist. Okay, lass uns kurz drüber nachdenken. Also die Götter, die Elia gerade im Gebet besiegt hatte. Im Namen dieser Götter droht die Kollegin. Ja, der Elia will einfach weitergehen, oder? Nee, der Elia hat auch eine menschliche Natur, wie du und ich. Und sein Reflex ist erstmal ohne Gott zu denken, zu fühlen, zu wollen, obwohl er gestern Wunder erlebt hat. Und die menschliche Natur in ihm denkt sich, das wird nichts. Er rennt weg und er betet ein Gebet. Das geht so, Herr, lass mich sterben. Das ist so die tiefste menschliche Natur in dir, die einfach nicht mehr will. Warum? Deine Seele verlässt sich auf wen? Auf Menschen, auf dich, auf Könige und nicht auf den Herrn. Mose betet das auch, er ist ein bisschen heiliger, er sagt, bitte töte mich. Ist ein bisschen krasseres Gebet. So. Und jetzt ist es ja so, dass Gott nicht dumme Gebete einfach nimmt und sie eins und eins umsetzt, sondern mit dem Heiligen Geist das Ganze nimmt und stärker und besser macht. Das heißt, die Szene geht nicht weiter. In 1. Könige 19, da heißt es, und der Herr sagte zu Gabriel, dumm gelaufen, Elia will sterben, geh runter und tu's. Und Gabriel nahm ein Schwert und zack, bumm, war Elia tot. Nein, das steht dort nicht. Der Heilige Geist übersetzt das. Er nimmt das und sagt, ja, Vater, er betet, er will sterben. Und wenn wir ehrlich sind, wir brauchen ihn noch. Lass ihn einfach weiterleben. Was der Junge braucht, ist einfach ein Kuchen auf einem Hotstone zubereitet. Und der braucht einfach ein bisschen Ermutigung. Das heißt, er nimmt dieses dumme Gebet und übersetzt das mit einer Autokorrektur des Heiligen Geistes. Okay? Und deswegen habe ich jetzt mal ein paar Autokorrekturen mitgebracht, wenn wir beten, was der Heilige Geist daraus macht. Ein Beispiel. Er sagt, du tust besser etwas, sonst weiß ich nicht, was ich tun soll, Gott. Heiliger Geist sagt, Vater, was er meint ist, ich bin überfordert, hilf mir, in Fürbitte zu gehen. Okay. Er sagt, ich hasse dich, Gott. Heiliger Geist sagt, ja, Vater, er braucht deine Liebe und deinen Trost. Sie sagt, Gott, ich bete, dass sie alle sterben sollen. Vater, sie meint, gib mir die Kraft zu vergeben, wie du mir vergeben hast. Er sagt, ich habe die Ehe satt. Heiliger Geist sagt, was er eigentlich beten möchte, ganz tief drin ist, lehre mich, meine Frau zu lieben, wie du die Kirche liebst. Sie sagt, ich halte es nicht mehr aus. Heiliger Geist sagt, Vater, sie meint, gib mir Kraft, die Situation zu meistern. Der Heilige Geist nimmt, egal was du betest, macht es stärker, besser, übersetzt es, macht eine Autokorrektur. Das heißt, du musst nicht warten, dass du toll beten kannst, bete einfach.
Und dann passiert was Übernatürliches in diesem Ganzen drin. Und das ist das Wunder, nicht weil du so toll bist, sondern weil Gott so groß und so toll ist. Und deswegen ist es das Bild von mir wie beim Basketballspielen. Also mein Basketball, der Joel hat mal einen Basketball dabei. Den gibt den mir mal. So ein Basketball kostet in der Schweiz, ihr seid teuer, Deutschland 20 Euro, bei euch wahrscheinlich 100 Franken, aber gut. So ein Basketball hat einen gewissen Wert, okay? Und wenn ich ihn jetzt habe und damit etwas mache, hat er immer noch 100 Franken unterm Strich den Wert. Warum? Ich kann nicht so gut Basketball spielen. Wenn der Kollege hinter mir den gleichen Ball in die Hand nimmt, sind Leute der Meinung, dass das wesentlich mehr wert ist, nur weil er den Ball in die Hand nimmt und nicht ich. Ist der gleiche Ball immer noch entsprechenden Wert, aber er kriegt so viel Geld dafür, dass er diesen Ball nimmt. Einfach ein Gebet nur in meiner Hand, in meinen Möglichkeiten ist überhaupt nichts. Das gleiche Gebet in Gottes Hand ist auf einmal übernatürlich. Mein Gebet aus meiner Kraft bringt nichts. Mein Gebet in der Kraft des Heiligen Geistes sorgt dafür, dass Übernatürliches passiert. Das Gleiche ist mit dem Fußball so. Ja? Also der Fußball, auch der hat einen gewissen Wert. Und wenn ich mit dem rumkicke, ja, ist es nur bedingt, dass ich Sachen treffe. Es ist nur bedingt, dass ich Sachen treffe. Und der Ball hat immer noch den gleichen Wert an meinem Fuß. Der gleiche Ball am Fuß vom Kollegen Ronaldo sind auf einmal die Meinung, Leute, dass 200 Millionen wert ist, dass man damit was macht. Bei mir müsste man wahrscheinlich noch Schmerzensgeld kriegen, dass ich damit was gemacht habe. So, das heißt, mein Gebet in Gottes Hand, mein Gebet durch den Heiligen Geist, da wird es übernatürlich. Die Frage ist, wie viel du davon schon erlebst. Und wenn du jetzt fragst, wie komme ich jetzt dorthin, habe ich für dich eine etwas unangenehme Nachricht, wie Gott dich zu dem Greifreflex führen möchte. Weil Gott kennt unsere menschliche Natur. Er weiß, dass er eigentlich am Kreuz schon längst dafür gestorben ist. Aber er weiß auch, dass er uns helfen muss, dort reinzuwachsen, dass unser Greifreflex bei Gott kommt, im Gebet und nicht woanders. Und das steht in Offenbarung 3,19. Bei allen, die ich liebe, Sorgen sind der Gebetsalarm Gottes, die mich erinnern, ins Gebet zu gehen. Danke, Heiliger Geist. Offenbarung 3,19. Bei allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu Herzen und kehr um zu Gott. Gott sagt, jeden, den ich liebe, also uns alle, bei denen decke ich Schuld auf. Er zeigt uns, wenn du es zulässt, wo wir stolz sind. Wo wir ohne Gott denken, fühlen und wollen, wo unsere menschliche Natur uns im Weg steht und wo wir nicht beten. Das ist nicht um Anklagen, einfach um ehrlich zu werden, sagen, Jesus, ich nehme es an, dass du am Kreuz gestorben bist, veränder du mich da. Und jetzt kommt, er zieht mit Strenge. Wer von euch wurde gerne erzogen als Kind? Respekt. Die meisten sagen, das Ergebnis, wenn es gut läuft, war gut, aber die Erziehung selber fand ich nicht so schön. Ja? Das ist aber auch, wenn Gott uns erzieht. Es ist anstrengend, es ist hart, es ist herausfordernd und es wirkt auf den ersten Blick wie Anfechtung. Das Volk Gottes verpasst ganz viel Erziehung Gottes, weil es nicht damit rechnet, dass der Vater uns erziehen will. Das ist immer gleich der Teufel. Im Buch Jeremia sagt der Prophet immer wieder zum Volk Israel, der Herr wollte euch erziehen, aber ihr habt es nicht angenommen. Also Erziehung bei Gott muss ich annehmen. Bei Eltern habe ich keine Chance. Bei Gott kooperierst du entweder, dann geht es relativ schnell mit der Erziehung, oder du hast es nicht und du wirst beten und beten und es geht nicht weg. Wie unterscheide ich Erziehung von Anfechtung? Ich sage einfach nur, wenn was Schwieriges passiert in meinem Leben, bist du es Herr. Und ich zeige dir ein paar Beispiele, wie Gott mich erzieht. Warum? Ich habe ihn darum gebeten, dass er den Greifreflex in mir hervorbringt, dass ich lerne zu beten. Und dass es ein Reflex in mir wird, mit Gott ins Gebet zu gehen. Ich hatte erste Situation, wir hatten eine Amore Experience, unsere Ehekonferenz. Und von Freitag auf Samstag habe ich Außenbandschmerzen bekommen. Die waren so stark, dass ich die Nacht nicht schlafen konnte. Jetzt war ich schon wach. Dann habe ich gedacht, ich bete einfach für die Paare, die morgen kommen. Am nächsten Morgen hatte ich so einen Blitzgedanke, mein Sohn, wärst du eigentlich die ganze Nacht ohne Schmerzen wach geblieben, um für die Ehepaare zu beten? Nee. Wärst du bereit, auch mal ohne Schmerzen eine Nacht durchzubeten, wenn ich dich einfach darum bitten würde? Ich sagte, ja Herr, ich wünsche mir das, bring du es in mir hervor, aber im Moment, mein Schlaf ist mir heilig. Dann kommt der nächste Gedanke, du meinst, es ist dein Götze. Das heißt, du erwartest vom Schlaf etwas, was du eigentlich von mir bekommst, nämlich Frieden, Erfüllung und Kraft. Jesus konnte in der Nacht durchbeten, am nächsten Tag war er wach. Warum? In der Bibel heißt es nicht, der Schlaf ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Da heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich habe die ganze Nacht durchgebetet, am nächsten Tag war es gar kein Problem, auf diese Konferenz zu gehen. Nächstes Beispiel, war auf eine Konferenz eingeladen, Willow Creek Konferenz, habe gepredigt und ich hatte eine Entzündung hier oben am Brustbein und ich habe daneben einen Herzstoffmacher und das kann immer ein bisschen gefährlich werden. Also lag ich nachts wach, nicht wegen Schmerzen, sondern wegen Sorgen. Muss ich jetzt Antibiotika nehmen, muss ich zum Arzt gehen? Das ist Sorgen. Und wenn ich da so liege, frage ich Gott, bist du's, Herr? Oder ist es Anfechtung? Und der Blitzgedanke ist, ich bin's. Ich habe dann die Nacht angefangen, 2 Stunden zu beten für den Leib Christi, für alles, was dort entzündet ist, in Pastoren und Pastorinnen, für Leiter und Leiterinnen gebetet, 2 Stunden lang. Warum? Ich hatte Schmerzen und war empathisch dabei. Am nächsten Tag die Frage, wärst du nächstes Mal bereit, einfach 2 Stunden wach zu bleiben, nur weil ich dich bitte? Oder brauchst du Schmerzen, mein Sohn, um nachts das zu machen? Wahrscheinlich bin ich offensichtlich eine verhaltenskreative Person, weil ich brauche das irgendwie und irgendwie bin ich scheinbar auch ein schweres Projekt für Gott, aber ich brauche das irgendwie. Dann war Ramadan, ich bin auf einmal vor Sonnenaufgang aufgewacht und weißt ja noch, Schlaf ist mir heilig. Da habe ich gesagt, Gott nimmt mir den Götzen weg, also hat er mich immer aufgeweckt ohne Wecker. Und ich war auf einmal um 4:30 Uhr wach, da bin ich nie wach. Und habe angefangen, den Namen von Jesus aufzubeten, 30 Tage lang über Deutschland, über München. Und dann kam die Frage, mein Sohn, wärst du bereit, einfach auch mal eine Stunde mit mir zu wachen, nur weil ich dich bitte und nicht, weil du Schmerzen hast, weil du Sorgen hast, weil du Ängste hast oder weil du Probleme hast. Nur weil ich dich bitte. Ich habe gesagt, Gott, bitte mach du es in mir. Ich bin da noch nicht. Und Gott ist immer weiter den Weg gegangen. Letztes Beispiel, habe ich meine AirPods verloren. Und ich könnte jetzt lauter Beispiele machen, weil Gott liebt mich scheinbar ganz enorm, weil er erzieht mich von morgens bis abends. Oder vielleicht bin ich einfach nur offen für Erziehung und er merkt es deswegen schnell. Kann auch sein. Ich habe meine AirPods verloren und mein Handy zeigt das ja an. Für alle iPhone-Nutzer, ihr kennt das. Achtung, AirPods verloren und sie sind an dieser Stelle. Ich war gerade in einem Meeting in der City und es war 20 Minuten entfernt von dort an einem S-Bahn-Bahnhof. Ich habe sofort die Meetings abgesagt, weil in Deutschland werden die Dinger geklaut. Nicht wie Schweiz, jeder ist liegen, oh, super, wem gehört das hier? Deutschland, verstehst du? Zack, bumm, weg das Ding. Also sofort hingedüst, an diesem Bahnhof gewesen, alles abgesucht und die AirPods waren nicht da. Und ich sehe dann so einen recht verwahrlosten Mann, der dort hoffnungslos sitzt. Und dann kommt der Gedanke in mir, mein Sohn, wärst du genauso schnell losgefahren, wenn ich dich schon gebeten hätte, für ein verlorenes Kind von mir zu beten an diesem Bahnhof, wie du losgefahren bist, als deine AirPods weg waren? Nein, Herr, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte das Meeting nicht abgesagt, ich wäre nicht losgefahren, wenn ich den Blitzgedanken hätte, fahr nach H an den Bahnhof und bete für random für jemanden. Ich hätte es nicht gemacht. Ich wünschte mir, es wäre so, dass die Verlorenen mir so wichtig wären, Herr. Aber offensichtlich ist mir mein AirPod wichtiger. Wen Gott liebt, den erzieht er, der klagt dich nicht an. Du kannst einfach reagieren, Herr, hier bin ich bitte mich um Vergebung, verändere mich, heil mich, sorg du dafür, dass du sie mir hervorbringst. Wenn ich heute in meinem Leben gucke, 1 Jahr später, seit ich die Erziehung angenommen habe, erkenne ich mich selbst nicht wieder. Ich bete nicht nur 3 Minuten und bin dann gelangweilt, sondern letztendlich bin ich aufgewacht ohne Schmerzen, ohne Sorgen, einfach in der Nacht. Da habe ich gesagt, Herr, wenn du es möchtest, ich bleibe gern 1 Stunde wach. Einfach nur, weil du mich darum bittest. Da habe ich 1 Stunde nachts in Sprachen gebetet, habe Sachen gebetet, die dran waren. Nach der Stunde habe ich gesagt, so Herr, die Stunde ist rum. Ich würde jetzt wieder schlafen, wenn es okay wäre. Und habe geschlafen. Früher hatte ich Angst, wenn ich aufwache. Was ist, wenn ich nicht wieder einschlafe? Was ist, wenn ich nicht genug Schlaf habe? Weißt du noch, mein Schlaf ist mein Götze. Da habe ich gesagt, okay Herr, 1 Stunde, kein Problem. So, wie hat Gott mich dorthin gebracht? Wen er liebt, erzieht er. Mit Strenge. Warum? Er liebt dich, er weiß, du bist dafür geschaffen. Ohne diesen Greifreflex unten im Knien wirst du irgendwann draufgehen. Deine Seele ist nicht dafür geschaffen, dass du es alleine schaffst. Du bist nicht dafür geschaffen, zu anderen Dingen zu greifen. Und du bist auch nicht dafür geschaffen, dass deine menschliche Natur dich bestimmt, sondern dass du dich entscheiden darfst, die Kraft von Jesus anzunehmen. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auch für deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen
Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du da einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.